Als neue Modell schlägt de Megane E-Tech Elektrik an der Geschichte von Renault ein neues Kapitel op. Für dieses Kapitel gouf auch ein neue Baukasten entwickelt, eng modulär CMF-EV-Plattform, an der zusammen mit Nissan und Mitsubishi. Woraus sich auch ergibt, dass die Plattform auf den batterieelektrischen Unterrief zugeschnitten ist. Der Megane E-Tech Elektrik ist das nächste Modell, den diese Avantagen vom Baukasten kann nutzen. Wenn den de Megane E-Tech Elektrik ein bisschen analysiert, wird die Durchsicht von einem Crossover. Sein Design setzt sich auch zusammen als Charakterzug von einem klassischen kompakten Auto, Minivan und SUV. Kurz Überhang von der Karosserie, grosse Räder, sind niedrigen Hecht und eine markante Lichtsignatur verpassendem eine moderne, dynamische Optik. Und trotz seinem futuristischen Design ist der Megane deutlich kompakt geblieben. Auffällig sehr vielen Teil mit neue Renault-Logo, die goldfarbige Designelemente ändert der Linie vom Capot, die auch den E-Tech vom normalen Megane unterscheiden. Die vielen Kleinchen rutschen an die Karosserie und die Hünnesten sind an der C-Seite verstopft. Seine Heckscheibe ist klein geworden und seine Hünnesten Luchten produzieren einen 3D-Effekt. Am Interieur von Megane E-Tech Elektrik geht es durch digital zu. Eine Unität aus digitalen Instruktionen an einem vertikal aufgebauten Infotainment-Ekran. Renault nennt das Open Air. Diesen digitale Cockpit ist konfigurierbar und mit verschiedenen technischen Details gefüllt. Und das wundert doch kaum, weil Renault wird das mit Google entwickelt. Dafür und autospezifischen Apps am Play Store, die ihr noch wie im Handy installieren kann, wird immer mehr verfeinert. Die schon installierte Google Maps am Auto können noch alles, was eine Smartphone-Version kann. Ein herausstechend dynamische Routen an den Upladestationenplan. Zum Beispiel, bei der sich Upladestationen nur der Karte filtern lassen. Von dran, also am Interieur, bietet Megane E-Tech Elektrik einen gut offenen Platz für 4 Personen. An dran geht es ein bisschen eng zu. Für Kap a Bein ist zwar Platz, aber es muss sich schon ein bisschen raquetschen, was den Komfort schon ein bisschen schädigt. Mal als Dave bietet mit 440 Liter Ladevolumen schon genug Platz für den Nackenheft aus dem Supermarché. Gehen die Sitze komplett umgelöst, reicht es schon bis 1300 Liter Ladevolumen. Mit sonst möchte Cockpit mit seinem Zentraldisplay, dem digitalen Counter und seinen versenkbaren Kleinchen einen hegen und durch futuristisch überleuchtenden Eindruck. Außer einen kleinen Nachteil, dass der Schalthebel im Volant ist, wo nach 3 anderen Hebeln sitzen, was dann noch für den ein oder anderen Chauffeur Apps zu viel sind. Außerdem verbaut Renault am E-Tech Elektrik Megane ganze 26 Vorassistenzsysteme. Ihre Kronjuwel, der Vorassistent, also einen adaptiven Tempomat, den Fitness dem Straßenverkehr schon am Voraus anpassen kann. Dazu nutzt das analytische Material von der Straßenkarte, liest Verkehrsschilder, am Moos den Aufstand zu dem Auto oder dem Obstakel für unheben und dann sogar auf verschiedene Warnfarben. Wir wären noch einmal am Renault Megane E-Tech Elektrik EV60 220 NRW. Das heißt, wir hatten die Großbatterie mit 60 Kilowattstunden an die stärksten Unterriff, auf den vielsten Räder angedriven mit 160 Kilowatt, 216 PS an einem Drehmoment von 300 Newtonmeter. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h vom 1,6 Tonnen schwerer Modell lädt bei 7,4 Sekunden. An seine maximale Vitesse also auf 160 km/h begrenzt, weil die noch schon von anderen Elektroautos nie kennt. Damit ist der Megane E-Tech Elektrik schon bald so viel sportlich motorisiert, obschon sein Komfort über dem Fahren nicht drin leidet. Er bringt ein equilibriert dynamisches Fahrverhalten auf die Straße, das sich am Sportmodus aber nach weiter herabschraubt. Seine Batterie mit 60 Kilowattstunden Speicherkapazität geht über 7 Kilowatt oder ein 22 Kilowatt Bordlader gefüllt. Mit dieser Wechselstromleistung beim Laden lässt sich auch durch öffentliche AC-Säulen und Wallboxen mit Maximum 130 Kilowatt Leistung für abzuladen, der Megane E-Tech Elektrik schon an 30 Minuten volltanken. Mit einer vollen Batterie kann er noch leicht die 400 Kilometer fahren, was wir an unserem Test auch fertig vorstellen. A Punkt auf Verbrauch, besser gesagt a Kilowattstunde, lob unser Verbrauch auch die 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
wobei op der Autobahn mat 130 km/h uns de Computer verbrach die 18 Kilowattstunden ugewiesen huet. Seng Direktsteierung se déwe Schwéierpunkt an seg Steifkarosserie verpassen de Megane E-Tech Elektrik en echte Spasum fuhren. Ha mir Di noch schon déi méi wie 10 Joer lang Elektroautoexperienz verrënnelt de Megane E-Tech Elektrik hun.